Herr Sorg, lassen Sie uns doch mal über Werte sprechen. Gerade im Direktvertrieb, da gibt es ja die Möglichkeit für schnelle Karrieren und damit auch für schnelle Erfolge. Menschen können ihre Ziele im Direktvertrieb ja offenbar schneller erreichen als in anderen Berufsfeldern. Andererseits hören wir immer wieder auch mal von enttäuschten Menschen und Vorwürfe von enttäuschten Partnern in Verbindung mit enttäuschten Hoffnungen. Ist das dann ein Problem des Direktvertriebs? Es ist natürlich so, dass im Direktvertrieb es Menschen ziemlich einfach gemacht wird mit dem Einstieg. Also normalerweise, wenn ich mich selbstständig mache, dann schaue ich ja in der Regel schon einer richtigen Investition entgegen. Und damit lege ich mir auch selbst Druck auf und bringe dann natürlich auch entsprechend das Durchhaltevermögen mit, denn ich weiß, was ich zu verlieren habe. Hier gibt es keine Einstiegshürden, damit ist der Anfang natürlich ganz leicht gemacht. Und wenn dann der Erfolg nicht sofort eintritt für den einen oder anderen, dann fehlt es dann auch an dem nötigen Portion Durchhaltevermögen. Wichtig ist natürlich auch, dass von vornherein klar kommuniziert wird, dass es hier um Engagement und Leistung geht. Denn das ist genau das Gleiche wie in jedem anderen Job auch. Ohne Leistung kein Verdienst. Also im Prinzip ist es ja schon sehr wichtig, dass man auch von seiner eigenen Ethik her sich wirklich konzentriert auf das, was man machen will, auch wenn es eben diese Einstiegsschwellen gar nicht gibt. Ne? Ja, also Werte spielen natürlich hier eine große Rolle und also jemand muss schon ein gewisses Verantwortungsbewusstsein auch mitbringen, um mit dem Werkzeug Direktvertrieb dann auch verantwortungsvoll umzugehen. Sie sprechen das Thema Werte an. Gerade in angespannten wirtschaftlichen Zeiten gewinnt man ja oft den Eindruck, dass Werte gelebt werden, solange es der Wirtschaft gut geht. Werden die Zeiten dann härter, dann treten die Werte gerne mal in den Hintergrund. Richtig. Und genau da wäre es an sich am wichtigsten, dass Werte vorgelebt werden. Denn Menschen suchen ja Leitfiguren, Vorbilder. Und gerade in dieser Zeit ist es besonders wichtig aus meiner Sicht, dass es genau das gibt. Und dass gerade dann Werte hochgehalten werden und dass gerade dann Prinzipien aufrechterhalten werden. Denn das ist auch der Weg, wie man solche Situationen durchsteht. Das heißt aber auch gerade im Direktvertrieb mit dem leichten Einstieg muss man gerade dann, wenn es auch mal etwas kerniger wird, muss man im Prinzip dann erst recht richtig ranklotzen können. Auch die Bereitschaft haben. Ne? Richtig erfolgreich werden immer die, die durchhalten und die es durchziehen, ne? Die auch mal über Hindernisse hinwegsteigen und weitermachen. Wie ist denn das? Wer im Direktvertrieb erfolgreich sein will, der muss doch auch irgendwie, da er ja mit anderen kommunizieren muss, er muss doch auch Menschen lieben oder er muss das ja weitergeben, was er quasi selbst erfahren hat. Ist das wirklich wesentlich? Oder ist das ein Absolute Erfolgsfaktor? Voraussetzung. Also wer nicht ein Mensch ist, der andere Menschen mag, ich glaube, der ist im Direktvertrieb komplett verloren. Hier geht es ja auch zu einem großen Teil um soziales Networking. Toleranz. Also natürlich gehört auch eine Riesenportion Toleranz dazu. Schließt das für Sie auch christliche Werte mit ein? Ja, selbstverständlich. Also ich meine, wir sind ja ein internationales Unternehmen. Ich glaube, dass gerade da Toleranz absolut ein Muss ist und gefragt ist. Und ich meine, natürlich, jeder kann ja jeder Religion nachgehen oder jeder Religionsnachsicht angehen, die er mag. Na, ich persönlich bin christlich geboren, bin christlich aufgezogen, ne, auch mit meiner Frau christlich verheiratet worden. Und wir leben eben nach christlichen Prinzipien. Ne? Und das spiegelt sich bei uns natürlich in vielen Bereichen wider, wie eben auch im Bereich des Charities, ne, mit unseren Kinderpatenschaften über World Vision oder auch Unterstützung anderer christlicher Organisationen. Herr Sorg, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.